Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Streif. Und ja, ich habe ein bisschen was geändert, wie ihr hier schon seht. Also das Batterie-Monitorings-Dings da, das habe ich tauscht. Das habe ich ohne Kamera gemacht, also weil habe ich keine Geduld gehabt. Das habt ihr jetzt halt verpasst. Aber das war ist ja so nicht spannend gewesen, da das alte Häusleb da entfernen, neue Häusleb hin. Das seht ihr jetzt, das sind jetzt alle Batterien, das ist 11,7 Volt, die erste ist 3,93, die zweite 3,92, die dritte ist 3,94 und wieder alle ist 11,8. Warum macht das das? Das hat doch... Ah, scheiße. Das... Ich hab's diesmal sogar getestet. Das ist... Die Streif, die mag halt, das mag halt Kamera. Oder ist das jetzt die Batterie wieder so leer? Ich verstehe es nicht. Da kann man die Batterie einstellen. Ich glaube, das ist der Grenzwert. Das haben wir so 2,7. Das kommt jetzt natürlich nicht. Ja, das sollte eigentlich mal ein einfaches Video werden. Ich glaube, da muss ich einfach der Grenzwert. Den muss mich da auch endlich irgendwann mal schlau machen. Die ganze Technologie nicht einfach nur damit rumspielen bis Gott. Das wäre vielleicht. Wäre Glück, aber nicht ingenieursmäßig. Ja. Jetzt sage, mach jetzt das Klepplörer zu und lass es gut sein. Da muss man für ein bisschen den Grenzwert dann verändern. Aber das passt gerade so schön da rein. Also gerade so das passt, das habe ich da reingeklickt, Kabel noch gemacht und dann Häusleb drauf, Zug mal und reingedrückt. Also das war ganz einfach. So, eigentlich wollte ich mich heute ein bisschen mehr um die Optik kümmern. Da hätte ich so ein paar Vorschläge. Andere Batteriedeckel, habe ich ausgedruckt. Das 3D-Modell, das verlinke ich euch natürlich wieder wie üblich unten. Wenn ich es vergesse, einfach in die Kommentare Bescheid sagen. Das können wir das da reinschrauben. Da hat jemand sogar den Streifen eingepflegt in das 3D-Modell. Das sieht schon. Und ich habe das ist natürlich nicht so aus dem Drucker rausgekommen, ich habe das natürlich auch gemalt. Das passt. Also das ist klar. Und was ich dann auch noch habe, das habe ich auch gefunden. So Vordergriff da. Das verlinke ich euch natürlich auch unten. Dann kann man das dann. Dann sieht das dann so aus. Was wir dann noch haben, was ich noch gemacht habe, ich habe mir gedacht, das Batteriefach, das wäre schon cool. In Wagenfarbe hätte ich jetzt fast gesagt. In Blasterfarbe. Dann können wir das mal tauschen, wie das aussieht. Und ich habe jetzt hier, das sieht man vielleicht, hier ein bisschen Versatz beim Streifen. Das hat mir dann nicht so gefallen, als ich es angemalt habe. Dann habe ich das nachgemessen und ein bisschen nachbessert. Weil oben passt es recht gut, aber unten halt nicht. Das kann ich euch vermutlich noch nicht verlinken, weil das ist nicht online, das habe ich halt selber kurz gemacht. Das selber auch passt. Das ist schon, das Blau passt schon recht gut. Das ist schon der Hammer. Das sieht schon, ich weiß auch nicht, warum die das im Original aus Orange gemacht haben. Und das sieht schon cool aus mit dem Logo da.
Das bin ich am Überlegen, ob ich da nicht einfach auch irgendein Logo hinsetze. Das dürfte ja recht einfach gehen, zumindest in meinem Kopf. Wahrscheinlich fluche ich dann wieder, wenn ich es dann so dann doch mache. Dann habe ich alles gemacht. Noch andere Griffe ausdruckt. Ich habe gedacht, Schwarz sieht das ein bisschen so aggressiv aus, machen wir es in Grau. Das Grau passt recht gut zu dem Grau. Und ich habe da kleine Änderungen gemacht. Seht vielleicht dahinter, da habe ich ein bisschen Steigung gemacht. Und das Ding da, das habe ich weggemacht. Und da war, was ich nicht verstanden habe, die Kante und die Kante ist in dem Modell anders. Das habe ich nicht verstanden, warum. Aber habe ich eben gemacht. Das habe ich halt kurz gemacht. Das geht recht einfach mit Blender oder ein bisschen rumspielt und ein bisschen Punkte verschieben. Das ist jetzt halt, ja, ich glaube, da unten hätte ich ein bisschen höher machen sollen und da oben ein bisschen niedriger. Deswegen passt es jetzt nicht ganz. Das ist aber undramatisch. Sobald man das dann noch macht, geht es gut. Und jetzt sieht es dann so aus. Was ich noch gefunden habe, sind so Verkleidungen von da seitlich. Da habe ich zuerst das Blau ausgetestet. Die gehen dann da rein. Und ich habe sie auch in Schwarz ausgedruckt und in Blau. Also das sind die Originale, die Löcher habe ich gefüllt. Das hat mir nicht gefallen. Das habe ich einfach so rumgedruckt, also das ist unten. Da sind die Löcher drin, aber die sind halt, da sieht man es ganz leicht. Da habe ich den Fokus drauf gehabt. Das zweite, das müsste man halt durchstoßen. Also die sind schon da, aber halt nicht wirklich da. Also da waren sie Modelle. Und was mir danach gekommen ist, nachdem ich es das dritte Mal ausgedruckt habe, ich hätte es so drucken sollen. Dann, weil das ist halt, ja, und gucke, dass da keine Stützstruktur ist, weil dann wäre das vielleicht besser geworden. Aber ja, das ist halt, das ist im Nachhinein ist immer ganz klug. Es geht ein bisschen schwer rein. Und das sieht dann so aus. Ja, das müsste ich glaube auch anpassen, wenn ich das so nicht blasten lassen wollte. Weil das ist das Säder, das ist, da fällt die Ecke, da müsste der Eckle weg und da ist nicht ganz bündig. Aber ich finde, das ist halt einfach ein charakteristisches Merkmal von der Streif. Wir können jetzt auf der anderen Seite mal einen schwarzen machen, so ja, wenn es nicht nachfällt. Ja, das sieht nicht so gut aus. Da müsste man dann so Schiene drüber machen zum Zeugs montieren. Und da müsste es ein bisschen höher sein, dass man da Schiene drüber machen kann. Das ist aber, ja. Aber ich will mich da auch nicht beschweren, weil so ein Modell zu machen, ich glaube schon recht aufwendig. Also das wisst ihr jetzt halt, also gut, das halt mit grob ausmessen und dann viel probiere, Drucker probiere. Das hebt auch recht gut da drin. Aber ich verlinke euch die auch unten. Und ich würde euch empfehlen, das ist in einer STL-Datei drin. Ich würde euch einfach empfehlen, das in 2 auf 2 aufzuteilen. Und dann könnt ihr das nämlich in der Druckorientierung ändern, wie ihr wollt. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Da kann man das halt nur liegend drucken. Ja, oder man könnte es auch schon so rumdrucken. Also, was seitlich dann. Die sind in der Datei, was ich ja kurz veranschauliche, die sind so rum. Also, ja, halt so vielleicht. Könnt ihr euch auch einfach angucken. Und dann kann man das halt schon so drucken, aber dann hat man halt auch noch bei dem einen Haufen Stützstruktur. Also das ist schon so gedacht gewesen, glaubt, dass man das so druckt. Aber das ist halt, ja, das ist halt nachher die Oberfläche, das sieht schon schöner aus, wenn das die Fläche zum Schluss ist. Aber da ist, ja, da die Stützstruktur rauslösen, das ist ja auch nicht ganz einfach.
Das ist dann zum Schluss da so dünn, dass man das ganz leicht versaut. Also, verlinke es euch, wem es gefällt. Und das hat ja die Lecher, glaube ich, auch, dass er da Schienen montieren kennt. Und dann sieht es nachher auch cooler aus, wenn man das sowieso nicht so sieht. Ja, das Blau, das hat halt nicht passt. Also das seht ihr, das war ein Versuch. Aber das kommt auch in der Kamera nicht so raus. Ja, das muss man einfach manchmal probieren. Und brauchen kann man das so schon immer alles irgendwie. Irgendwie kommt es das schon mal weg. Also, da war ich wieder keinen Kopf. Das seht ihr, das streift, das sieht jetzt schon. Also, wenn ihr die alten Videos euch anschaut. Ach, das hätte ich lassen sollen. Eieiei. Das hätte ich lassen sollen. Das war ein Fehler. Das ist ein Scheiß. Das hätte so einfach das Video werden können. Ja. Das Gepiepse, das geht auf den Nerven. Ich verstand es halt einfach nicht, warum das jetzt schon. Muss mal gucken, wann das wirklich kritisch ist. Ob der jetzt schon wieder leer ist oder. Und den habe ich gestern erst geladen, da habe ich jetzt nicht auch ein bisschen mit rumgespielt, um zu testen, klar. Und vorher ging es dann. Oder mag das die Modelle einfach nicht? Ich verstehe es nicht. Ja. Halb so wild. Vielleicht machen sie die Profis unter euch jetzt über mir in die Kommentare lustig. Aber damit kann ich leben. Dann lerne ich es dann auch irgendwann mal. Dann war ich auch Profi. Ja. Aber es sieht schon optisch jetzt schon cool aus. Also das ist auf jeden Fall Erfolg jetzt. Ich denke, das lasse ich so, weil das ist halt schon markant an einem Streifen. Und wenn man da zu viel verändert, dann kann man auch irgendwann gleich sagen, okay, man druckt sich einfach einen neuen Blaster aus. Und gut ist. Das Piepse, ich muss da. Das wurmt mich. Das war beim letzten Mal schon nervig. Ich verlinke euch das alte Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Und für mehr Blödsinn und mehr professionelle Bastelei, ganz ingenieursmäßig, lasst ein Abo da beim Kanal, da verpasst ihr nichts, drückt jetzt Lingerle, da wird er benachrichtigt, wenn wieder ein neuer Quatsch rauskommt und seht es gleich als erstes. Falls ihr das unbedingt haben wollt, bei der mich freier, weil Unterstützung ist immer gut. Da habe ich ja Haufen Zeug schon modifiziert da. Und irgendwann, aber das mit dem Piepsen, das muss ich jetzt einfach mal in Ruhe rausfinden, was es damit auf sich hat. Und dann basteln wir daran weiter, weil sonst macht es ja echt keinen Spaß. Und ich glaube, die Batterie ohne Monitoring zu betreiben, ist ein bisschen kritisch. Also, da hätte ich mich dann auch nicht wohlfühlen, also von daher, ich sage, jetzt muss ich doch mal rausfinden, was Sache ist. Also dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Basteln, euer Blaster-Ingenieur.